Willkommen zurück zu einer neuen lustigen Runde Gwent hier bei The Witcher 3 Plus. Wieder mal mit leichten Audioproblemen, aber davon wollen wir uns natürlich nicht unterkriegen lassen, denn es geht ja hier ums Spiel und nicht um die, Soundeffekte halt der Charaktere. Heute geht es um die sogenannte Gwent-Quest-Reihe. Ich weiß, klingt ein bisschen doof, ist aber so. Und zwar Gwent-Spiele gegen Wirte. Ja, die kriegt man entweder mit, indem man halt noch gegen andere gezockt, zum Beispiel gegen die Spiele in Velen und so, die ich bereits gezeigt habe, oder indem man halt am Anschlagbrett guckt, also sprich dort, wo man sonst halt Missionen findet zu irgendwelchen Sidequests oder Monsteraufträgen und so weiter und so fort. Und ja, da kann man eben halt in der Welt von The Witcher 3, obwohl es eigentlich nur Umgebung Novigrad wählen, kann man gegen 3 Wirte antreten. Nun gut, versuchen wir es mal. Und der Schwierigkeitsgrad dürfte noch etwa ähnlich sein, wie ich bereits im letzten Part gegen Wählen. Man sieht es auch hier, ich habe noch nicht so die supermäßig geilen Karten, eben noch relativ wenig los mit Heldenkarten. Ich hoffe, ich kriege jetzt hier noch einen Roche, aber sieht nicht so aus. Naja, was soll's. Versuchen wir es halt ohne Helden, wa? Wie funktioniert hier die Hintergrundkulisse noch? Das ist auch mal etwas. Ja, ist halt die Frage, wie anfangen, wa? Da gibt es ein bisschen Power. Da gehe ich erstmal ein bisschen in die Irreführung. Gut. Ja, aber jetzt, muss ich mal so sagen, das ist auch schon eine Weile her, eben wo ich da die Parts aufgenommen habe. Seitdem bin ich da schon ein bisschen klüger und hätte jetzt die Karte wohl eher weniger gespielt, weil, also eher mal die andere Karte. Als meinen, okay, passt bereits. Gut, also 3 Karten im Voraus. Das spielt ein Vorteil, das ist natürlich schon doof für uns. Andererseits irgendwie so Karten jetzt ausspielen soll bereits zu Beginn weg. Wäre ein Roche, nein, doch mal. Da ist auch so eine Frage. Vor allem auch deswegen, weil ich da eine andere Karte hätte, da nämlich die Monsterkarte sag schon Monsterkarte. Wohl, eigentlich auch Monsterkarte, die da ganz links, also sprich, von allen Karten, die ich jetzt halt da auf der Hand habe, die 4. von links. Da ist auch jemand, der da am Bündnis und so mit sich selber wäre. Sprich halt ein Bündnis mit sich selber. Im Bündnis mit einer Karte mit dem gleichen Namen halt. Oh, das ist aber schon ziemlich hart ins Gefecht. Und die, wenn ich natürlich die eher spielen soll, oder dann eigentlich doch eher noch Keira Metz. Jetzt ein bisschen das Problem war. Weil während Roche jetzt schon zu spielen als Heldenkarte wäre wieder ein bisschen doof. Okay, gehen ein bisschen mehr auf Ballistik. Ja, das stimmt soweit. Jetzt am besten. Auch wiederum ein Fehler jetzt wieder im Nachhinein sagen, wäre der klug gewesen, ich hätte da diesen Fatir de Rödo, wie der schon da heißt. Also sprich die Spionkarte, der da aufs Feld geholt und hätte dann noch 2 neue Karten ziehen können. Gut, andererseits geht es ein bisschen mehr in Angriffsmodus an, schlecht. Der Gegner hat bereits 3 Karten auf der Fernkampfposition. Ist eigentlich für uns perfekter Zeitpunkt für den Nebel. Okay, habe es hier so gemacht. Interessant. Das ist echt interessant, wenn man so seine eigenen Partien aktualisiert, sage ich jetzt mal. Nochmal zurückblickt und sich so fragt, was zum Henker habe ich mir damals so dabei gedacht? Spiele ich jetzt halt Nebel? Naja. Ja, doch, geht auch. Ja, geht schon. Nur eben hat er 6 Karten noch auf der Hand. Das kann unter Umständen böse enden. Jetzt haben wir noch 3. Das ist aber echt ein Problem. Keira Metz spielen wäre hier ein bisschen sinnlos. Ja. Jetzt muss ich immer 13 Punkte aufholen. Also entweder spielt jetzt direkt da die ewige Sonne. Das müssen wir zweifeln. Oder aber versucht es so noch ein bisschen. Nochmal dichter Nebel, okay. Und vergeudet seine Karten. Okay, jetzt sowieso. Das ist auch so eine Frage, die er selber aufgegeben hat. Ja, Kartenpreis sind dein. Also die KI hier ist schon teilweise ein bisschen seltsam. Teilweise sind sie echt stark, muss man zugeben. Dann andererseits machen wir da irgendwelche so Quatschzüge und sich halt fragt, was zum Henker ist hier eigentlich passiert. Gut, wir werden also, ja, jetzt sind wir gerade aktualisiert, Gewinnspiel gegen Wirte. 2 neue Karten, ist doch geil, Mann. So, ein paar neue Punkte bekommen, dann können wir ganz kurz gucken, Gewinnkartensatz, nee, war jetzt gerade verklickt. Gewinnkartensatz. Jennifer von Wengerberg kriegen wir von ihm. Ist doch geil, hey. Sie hat zwar als Heldenkarten nur 7 Punkte. Vielleicht ein bisschen sehr wenig, aber dafür noch eine geile Fähigkeit. Das macht doch alles mal wieder weg. Sehr schön, sehr schön. Jo,
so kommen wir dann im Verlauf von diesen ganzen Gwent-Parts, kommen wir, glaube ich, sogar an alle Heldenkarten, die es so gibt im Spiel. Aber das stimmt, glaube ich, nicht ganz. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es 1, 2 Karten, die bekommt man durch Zufall und halt einen anderen Gegner besiegt und so, sprich halt gegen Wirte kämpft oder gegen Schmieder, gegen Händler und so weiter. Aber eben diese Zufallkarten zu zeigen oder zu versuchen zu triggern, ist dann schon ein bisschen sehr mühsam. Nun ja. Aber ja, mit Yennefer und Vernroche haben wir schon mal immerhin 2 Heldenkarten entdeckt, das ist doch schon mal geil. Und irgendwie auch sieht, Vernroche ist ein nördlicher Königreich, aber Yennefer ist eine neutrale Karte, die kann man in jedem Deck einsetzen. Und somit halt weiter geht's direkt zum nächsten. Jetzt haben diese Wirte hier, was ich gerade erwähnt hat, so, ja, Aushang gemacht, 19 Haag und kannst du auf mehr als Gold, also spielen wir genau eben diesen Aushang. Das ist eben auch wichtig, dass immer wieder mal guckt und so, weil teilweise gibt es auch, es nicht nur bei Gwent spezifisch, sondern auch, wenn es um Schlägereien geht, oder sprich die Faustkämpfe oder auch um die Rennen, also Wettrennen halt, dass diese halt auch erst ein bisschen verzögert auf den jeweiligen Plakaten sichtbar sind. Oh, okay, bereits ein Spion, sehr gut. Aber sogar noch mit Detmold, dass ich jetzt an der Stelle würde jetzt mal Detmold zurückschicken. Und vielleicht sogar einen Tribok noch. Na, Vergangenheit sehe ich, wie doof bist du? Nicht so doof, ich dachte, gut. Ich bin also im Zug, 10 zu 10, wir spielen wieder gegen Nilfgaard. Da ist eigentlich immer von Vorteil. Das ist eigentlich schon nicht so ein Effekt, den dieser eben hier hat, aber würde ich jetzt eher gesagt nicht empfehlen. So, wir haben sogar 2 Spione, ist doch geil. Ja, kleine Kälte ist schon für einen nahen Angriff, ja. Interessant, ich hätte jetzt, also wenn ich einen Spion kann auf der Hand hätte, würde ich es eigentlich sofort ausspielen. Aber nee, in der Vergangenheit geht jetzt also zuerst direkt einen Angriff über. Gut, war vermutlich irgendwie, ja. Und tschüss, beide Karten. Dankeschön, 3 Bohlen. Das war sehr nett von dir. Ja, genau, der 3 Bohlen nennt sich auch 3 Dohlen. Einen Namen hat er nicht. Ja, den Charakter, übrigens, hübsches Artwork. Den Charakter kennt man ja auch nur aus den Büchern. Beziehungsweise wird in The Witcher 2-mal erwähnt, aber auch nur wegen seiner Tochter. So, genug dazu. Also weiter, wir haben noch 2 Spionkarten auf der Hand. Wenn ich jetzt ein bisschen clever bin, werde ich jetzt die direkt mal ausspielen, ja. Und sonst nur vielleicht die Runde geschlagen geben. Er passt bereits, war. Jetzt ganz ehrlich, wenn der Gegner bereits führt, jetzt aufholen bringt nicht mehr viel. Also jetzt kann ruhig nochmal eine Spionkarte rüberschieben, genau, nochmal 2 Karten ziehen und halt Gegner gewinnen lassen. Dafür bin ich halt kartenmäßig im Vorteil. Obwohl, eine Kälte wäre zwar auch eine Variante, dann werden rausspielen, ich habe bereits gewonnen, also für 2 Karten. Gewinne ich die Runde, kriege ich nochmal eine Karte, fange an, habe 9 Karten auf der Hand. Kann man sich ja auch überlegen, aber da ist eine heikle Position, Leute. Obwohl, kann ich dann wieder rüberschieben, danach muss ich in der 3. Runde. Ja, doch, also kann man ruhig riskieren. Klingende Kälte, so. 10 zu 8 gewonnen, dankeschön. Und die Runde geht an uns. Jetzt eben durch den Effekt des nördlichen Königreichs kriege ich eine neue Karte. Das ist natürlich ganz geil. Jetzt das Problem, wenn ich jetzt passe, dann gewinnt der Gegner automatisch. Würde ich jetzt bei der... Okay, hätte ich jetzt, oder würde ich jetzt heute nicht mehr so machen, dann sehr aneinander gezockt. Sprich, ich habe dann noch einen anderen da, direkt einen Frontalangriff. Das macht natürlich auch so. Ja, toll, jetzt muss er fast, weil wir schon 10 zu 0 in Führung, jetzt muss er fast spielen. Also wenn ich schon die erste Runde gewonnen habe, dann nicht in der zweiten Runde so einen immensen Kartenvorteil hätte. Dann würde ich eher darauf bauen, dass man halt die zweite Runde von mir aus unentschieden spielt oder den Gegner überlässt. Damit er eben in der 3. Runde, also sprich damit ich halt einen Nachzug habe. Ja, das ist alles geil, wenn es aber natürlich verbrennen hat, bin ich am Arsch. Und das macht nichts, ich habe Volltest und ich habe eine Karte. Genau, die hier, gutes Wetter.
Weil wenn hätte der Gegner jetzt noch irgendwie noch 4 Karten mehr als mir. Scheiße. Jo, darf man warten. Das ist auch immer so eine Sache. Wann spielt man eine Karte aus? Wann sagt man sich, nee, ich warte lieber noch ein bisschen? Jetzt hier auch wieder. Heute würde ich jetzt sagen, hätte lieber noch ein bisschen gewartet, weil das er jetzt da bereits... Kann ja durchaus sein, dass er noch eine dritte Karte auf der Hand hat. Und dann bin ich langsam wirklich am Arsch. Jo, was hat sich jetzt mein Vergangenheit sich überlegt? Andererseits ist die zweite Runde, wenn ich die jetzt aufgebe, weil er muss 29 Punkte aufholen, kann ich nach mit Jennifer immer noch so einen Spion zurückholen, nochmal 2 Karten ziehen. Braucht 24 Punkte, scheinbar hat er kein Verbrennen mehr. Auch sonst keine Wetterkarte, also ich würde sogar fast sagen, ja, gut, nochmal Sturm der Regen spielen und dann sogar aussitzen. Das sprich passen, damit echt der Gegner einen Angriff muss. Der Gegner eben jetzt 5:3 mit der Karte, wenn das echt übel läuft, bin ich nach dem Arsch. Dann hat er mich. Ja. Also ich heute würde echt sagen, nee, passt lieber Michael und gut, er macht's auch. Sehr schön Vergangenheitsserie, doch nicht so doof, ich dachte. Ja, jetzt hol mal schön auf. Wenn der aufholt, dann... Wenn ich mich richtig überlege, hat er glaube ich sogar aufgeholt. Ah, nee, ihm doch nicht. Und gewonnen, falls nicht, hätte ich ihm noch viel mehr Karten im Vorteil gehabt, also... Kartenvorteil bei Quint ist immer sehr, sehr wichtig. Nicht nur natürlich irgendwie der Feldvorteil, sondern halt auch der Kartenvorteil. Hallo, wäre ein bisschen verschmiert gewesen. Minnow Cohorn. Klingt nach einer Heldenkarte. So, fällt noch ein Wirt, gewinne Olivers einzigartige Karte. Klingt gar nicht mal so schlecht. Ganz kurz nachgucken, was ich jetzt da habe. Ne, müsste eine Nilfgaard-Karte sein. Minnow-Cohorn, Tatsache, eine Heldenkarte plus Effekte. Also da ist eine sicher der mächtigsten Karten. Wenn du dir vorstellst, 10 Punkte. Kann von keiner Karte irgendwie beeinflusst werden, aber holt trotzdem eine andere Karte zurück. Vom Ablegestapel. Das ist natürlich schon heftig. Man sieht auch hier wieder, es fühlt sich. Gut, teilweise zu viele Karten hier drin, oder sprich zu viele Sonderkarten. Das sind auch hier so, zu viele Sonderkarten. Kann auch hier wieder mal das Deck überfüllen. Na dann, Zeit für den letzten im Bunde bei der Questreihe Quint. Spiele gegen Wirte. Und der letzte spielt ein Monster-Deck, wieder mal mit dem nördlichen Deck, weil geht gar nichts anderes. Wir haben so eine Karte wie die anderen. Wir brennen immer gut, Kälte auch, weil die meisten spielen ja eben direkten Angriff. Ja, dann schickt mal Kera und vielleicht sogar Wessner zurück. Ja, Sabrina, die sogar... Alter, die Loge ist hier so schwach dargestellt, hey. Mein Jens selber mit nur 7 Punkte. Gut, ich glaube, Philippa hätte ein bisschen mehr, aber... Oh, Philippa müssen wir erst noch freispielen, ey. Philippa ist auch so eine Karte, die ist relativ schwierig freizuspielen. Weil es halt auch wieder mal per Zufall ist, aber gut, das ist ein anderes Thema. Das sieht man auch eher selten, weil Monster-Decks sind echt so darauf ausgelegt, dass sie halt Verstärkung rufen. Was macht der? Scorpio mit 2 Punkten alleine. Gut, da ist ein Ghoul, der holt Verstärkung, da ist er schön. Aber auch hier, Ghoul mit jeweils 1 Punkt. Also, vergleicht den Mumen, jeweils 6 haben, also insgesamt 18, wenn sie aufs Feld kommen. Das ist schon ein ziemlich großer Unterschied. Jo, Dankeschön. Arsch, ey. Egal, was haben wir jetzt noch Schönes? Ich würde jetzt echt mal anfangen mit Waze zu zocken. Nee. Will es echt schon zurückholen. Wäre ein bisschen früh, Kumpel. Er macht's natürlich. Ja, deswegen dauern die Kämpfe hier so lange. Jetzt verstehe ich es. Weil er immer so ein Quatschspiel beim Vergangenheit sehe ich. Meine Fresse. Gut. Ich muss dazu zugeben, also die Parts da mit Wählen und Wirte, das waren ja meine ersten. Ja, doch kann man so sagen, die ersten eben Quint. Ja, Quint-Kämpfe, die ich jetzt eigentlich doch so ernsthaft bestritten habe.
bin ich halt am Schluss dann, wenn es um Novigrad, das Gellige und noch das große Gewinnturnier geben, dann schon ein bisschen erfahrener und besser geworden. Naja, muss ich fast, wa? Ich hasse echt, wenn ich eine Anführerfähigkeit bereits in der ersten Runde einsetzen muss. Außer von ihm hier. Zumindest die eine davon. Die ist dann schon geil, aber jetzt hier... Okay, ich bin gespannt. Ich habe Kartenvorteil, doch immer geil. Ach du Scheibenkleister. Ja, jetzt muss ich... nee, noch nicht. Noch nicht. Jetzt beinahe gesagt, jetzt müssen wir fast klirrende Kälte einsetzen. Nee, lass das, noch nicht. Noch zu früh. Das ist auch noch zu früh. Da viel zu wenig Punkte. Hallo 228, da kannst du nichts machen. Also manchmal frage ich mich schon, wie doof man eigentlich sein kann. Da gehen dann nur 4 Karten. Ja, dankeschön. Meine Fresse, ey. Ich sage, Vergangenheit sehe ich es echt doof. Das ist in der Regel der Fälle so, wa? Ja, und hier hätte jetzt eher sogar ein bisschen Schluss aufgehoben, weil jetzt hätte er vielleicht noch ein paar Angriffs. Gut, das spielt sie trotzdem. Also in der Regel spielst du den solche nicht, oder? Du hebst du ja für nächste Runde und so weiter auf. Ja, komm, wir spielen den Bock aus. Brauch ein paar Punkte. Gut, der passt. Na, immerhin noch. Knapp gewonnen, ich kriege eine neue Karte, 4:2, also. Dann kann ich theoretisch unentschieden spielen, aber der Gegner muss natürlich... Oh, eben hier geht unentschieden nämlich schlecht, weil... Ihr seht's, monstermäßig bei einer Karte auf dem Feld, das ist doof. Wenn ich jetzt hier passe, es würde zwar auch gehen... Wenn er wieder mal anfangen muss. Oh, 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 das könnte noch lustig werden. Alter Schwede. Ich will passen. Dankeschön, ein bisschen Grips hat er doch noch. Das war einfach ein gutes Monsterdeck, darfst vor allem 2. Runde, das du niemals unterschätzen, was noch für Karten raushauen können. Okay, das ist eine letzte Karte. Ich habe gutes Wetter, plus noch eine mit 5 Punkten. Wir haben gewonnen. Es war jetzt zwar doch noch relativ knapp am Schluss, aber hey. Ja, und sonst die Monsterdecks halt immer klirrende Kälte behalten, vielleicht sogar 2 ins Deck packen und halb verbrennen. Vielleicht auch 2-mal. Aber die brauchen doch noch relativ häufig da. Hast gewonnen. Die Karte ist dein. Guck mal an! Die Audioprobleme sind gelöst. Hey, da ist natürlich auch da etwas. Oliver, geil. Thibaut gebracht. Das ist, glaube ich, auch wieder eine Heldenkarte, war. Jo, geil, eine Heldenkarte. Alter, das Nilfgaard hat ja echt krasse Dinger. Jo, wenn wir sagen, das ist mal für heute hier bei The Witcher 3 Plus, inklusive Quintzocken. Im nächsten Part geht es dann hier, glaube ich, gemäß Plan mit Spiele der Großstadt weiter, sprich mit Novigrad.